Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir sind Ende von der letzten öffentlichen Sitzung von diesem Jahr gekommen. Das Jahr ist schnell gegangen, hatte ich auf jeden Fall die Impression. Ich profitiere von der Occasion für zwei Gedanken, die ich mal auf den Weg an die Feier, die ich heute gehen. Den ersten ist, wir hatten an den letzten Monaten viel ausländische Gäste. Aus China, aus Amerika, aus der Ukraine, aus Armenien und aus vielen anderen Ländern. Wir hatten viele Diskussionen mit Themen und Gelegenheit gehabt, hier Erklärungen notzulauschen. Wir hatten auch Gelegenheit für uns Positionen zu explizieren. Was mir aufgefallen ist, dass an den Diskussionen mit allen unseren Gästen, dass wir gesagt haben, dass Lützeburg gegen unter anderem für Stabilität stehen. Politische Stabilität, institutionelle Stabilität. Und ich gucke, was an unseren Notbeschländer las ist, an der Belgien, Frankreich, Deutschland, wo momentan keine Regierung oder zumindest keine handlungsfähige Regierung ist, dann fand ich, dass die auch so richtig ist. Als Demokratie zu Lützeburg funktioniert, wir noch immer an der Majorität ist, aber wir noch immer zu einer gegebenen Zeit an der Opposition ist. Wir fanden das alle gut normal, dass es funktioniert. Wir sehen rundherum, dass das Normalste am Anfang nicht überall mehr immer normal ist. Dafür will ich am Anfang merci sagen, dass all die Desakkorden, die Meinungsverschiedenheiten, die wir an den Diskussionen, die wir mit ihnen haben, können ausdrücken bei allen Parteien, wie wir hier bei sitzen, aber ein Konsens besteht. Und der Konsens ist, dass stabile Institutionen für die Demokratie und für die Grundfreiheiten eine Voraussetzung sind. Das ist heute nicht mehr überall normal. Und ich bin wirklich dankbar, dass hier an diesem Saal das als eine Normalität konsideriert wird. Der Zweite, das ist für zu sagen, dass die Kredibilität von unseren Institutionen nicht dann kann aufrecht gehalten gehen, wenn die Institution doch fertig bringt, sich zu modernisieren, an der Zeit anzupassen. Ich muss sagen, wir haben zusammen an den letzten Jahren vieles an unserem eigenen Funktionament geändert, für die Chamber mehr effizient zu machen, für sie mehr attraktiv zu machen, auch für sie mehr nolausterbar nach draußen zu machen. Wir haben es fertig gebracht, bislang, ohne an der Erbicht Majorität an Opposition das Spiel spielen zu lassen, gegen den einen zu schaffen. Wir haben das am gemeinsamen Souci von allen Parteien gemerkt, dass das Chamber auch weiterhin das Zentrum von der gelebten Demokratie soll sein. Und dafür will ich euch auch persönlichen Merci sagen. Anhand drauffügen, weil man nicht Ende von denen Chantier sind, weil nach eine ganz Reise für uns ausleihen, ging ich mir just wünschen, für das nächste Jahr, dass wir könnten an dem Esprit, an dem Geist weiterführen, für auf dem Plan zusammen zu schaffen, dass die Institution Chamber, die wir alle repräsentieren, sich kann modernisieren, kann auch der Rhythmus von dem, was dabei geschieht, mitteilen und auch kann weiterhin das demokratische Leben so gestalten und so begleiten, wie es für das Land nützlich ist. Ich will dann noch dem Generalsekretär, dem Laurent Scheck, den zwei Adjointen, dem Benoît Reiter, dem Isabelle Barra, vielmals merci so und alle Mitarbeiter, Verwaltung der Fraktionen, der Sensibilitäten für die wertvolle Arbeit an die große Unterstützung, die wir alle gut hatten. Wir wissen alle gut, dass wir ohne sie, ohne all die Kollaborateuren, ohne ihr Engagement, ohne ihr Arbeit, Arbeit überhaupt nicht könnten machen. Und dafür haben sie mänglich einen großen Merci, einen großen Applaus von der Welt von euch verdient. Ich will auch merci sagen der parlamentarischen Presse, die nicht nur die Bürger informiert, sondern die auch Eishandlungen kritisch hinterfragt. Das ist halt kompliziert, wenn ich selber konzerniert, dass mich Mengen an einer Demokratie aber eine absolut Selbstverständlichkeit und auch eine Notwendigkeit und dafür auch Ihnen vielmals merci. Ich wünsche euch alle gut, eure Familien, an all denen, die da gerne haben, pour des Ruhe. Schön feier dich an den flotten Jahreswechsel. Pass du auf.
Herr Spautz, die wollt mir besuchen. Ja, merci, Herr Präsident. Ich will doch von der Gelegenheit profitieren, als Präsident von diesem Hegen Haus merci zu so für Ihren Ansatz und noch für die Repräsentationspflichten, die da daran und daraus für uns alle gute Wochen sind. Da wurde dann der Strach mit verschiedenen Änderungen am letzten Jahr gemacht. Eine große Änderung steht nächstes Jahr am Januar bevor. Wir sollen Plenarsitzungen anders organisieren, wo wir ja dann nicht mehr halbtägig haben, mehr ganztägig haben, und dann einem viel mehr festen Rhythmus, wer doch einer Arbeitsmöglichkeiten und einer Arbeitskonditionen für Deputierten, aber auch für Personal, für Mitarbeiter von den Fraktionen mitspringt. Du bieten ja just, der hat gesagt, die Arbeit weiterzuführen, du leihe nach Ideen und Proposen dich, die auch von den einzelnen Fraktionen kommen sind, wer das Statut von Deputierten nur belangt, dass er auch da kann dem aufpassen, wie sich die neue Arbeitsweise gehen wird, und dass man auch da am Laufe des Jahres 2025 einen Schritt in die richtige Richtung sollen machen. Erst der Mitarbeiter von den Fraktionen und von der Chambre ein großes Merci für das, was er geschafft hat, gelegt hat in diesem Jahr, und dass wir dann alle zusammen nächstes Jahr all die Projekte nach können gehen, die Amentere von der Chambre, von der Repräsentativität, egal ob Opposition oder Majorität, dass wir da noch mehr performant können schaffen, wie das bis so der Fall war. Vielmals merci. Vielmals merci, Herr Spautz. Und dann kriegt nach die Regierung fort, Madame Minister für die Relationen im Parlament. Der richtig beschrieben hat, gibt es dann noch am Namen von der Regierung ein Direktblicken doch merci so für die gute Zusammenarbeit allen Deputierten hier im Haus, mir auch der Verwaltung von der Chambre. Ich meine, es hat gut geklappt und die Herausforderungen, die der Herr Ritz beschrieben hat, Herr Präsident, ganz richtig beschrieben hat, die werden dieselbe bleiben am neuen Jahr. Also das ist doch wichtig, dass wir weiterhin gut zusammen schaffen, auch vielleicht ein bisschen an einer anderen Form. Also wir sind aber überzeugt, dass wir das Werte können machen an einem Esprit konstruktiv. Und da freue ich mich drauf und da gebe ich natürlich noch am Namen von der Regierung zusammen mit dem Herrn Kollege Hahn alles Gutes wünschen für die Christlich und eine gute Rutsch an das neue Jahr, und ich freue mich dann jetzt schon voller Energie am neuen Jahr hier zu sehen. Ja? Vielmals merci, Madame Minister.